Der erste Schritt, wenn der neue Harmonika, der angekommen ist natürlich das Zusammenbauen und das zeige ich dir jetzt kurz. Also die Harmonika hast du mal gehört, dann ist meistens mit dabei sind zwei Gurte, das sind die Gurte für die Schultern und ein Rückenverbinder, der ist nicht immer mit dabei, aber der ist praktisch, wenn da die Gurte im Ober rutschen, hinten zum Zuschließen, das zeige ich dann auch kurz. Und ab und zu mit dabei auch, oder meistens ein kleines Polierdurch, dass dann alles schön sauber bleibt. Genau. Das Wichtigste ist mal, sind die Gurte und da ist immer wieder die Frage, ab und zu, manchmal sind sie gleich lang und genau gleich, dann ist es egal, welcher man wo drauf gibt, aber ab und zu ist einer, wenn man jetzt ganz genau schaut, ist einer ein bisschen kürzer, ein paar Zentimeter. Und es ist so eigentlich, dass der kürzere auf der linken Schulter ist, also links, daher, wenn die Harmonika so steht, dann wir links unten den kürzeren auf. Genau, den montieren wir da einfach. Einmal. Das ist mal das Wichtigste. Weil ohne Gurte kann man musizieren dann. Das ist einmal ganz wichtig. Genau, also das ist jetzt der kürzere, ist mal unten so. Falls alle zwei gleich lang sind, kann man ja da vielleicht ein Loch kürzer einstellen, dass auch einer vielleicht ein bisschen kürzer ist, der linke wie der rechte. Also das ist einmal der erste Schritt, glaube ich, dass wir da einfach die zwei Gurte montieren. Genau. So. Genau, dann kann man schauen, dass im Grunde der linke ist ein bisschen kürzer. Genau, und dann war es im Grunde schon so, dass man es da kommt, die Harmonika. Genau. Das siehst du im nächsten Video dann ein bisschen, wie weit es herum sein soll. Es soll nicht ganz herum sein, auch nicht auf die Füße aufliegen. Ich meine, meistens spielt man die nicht auf dem Boden, man sitzt meistens auf einem Stuhl oder ein bisschen in der Position, aber ich habe jetzt da zum Zusammenbauen einen Boden ausgewählt. Okay, auf jeden Fall, bei mir sitzt die relativ gut. Ich verwende den Zwischengurt eher selten, weil es eigentlich so auch gut hebt und mir rutscht es eigentlich nicht runter, also hebt gut. Und der Vorteil ist, man kann schnell nehmen und muss nicht aber hinten zu da und das ist auch oft ein bisschen nicht so einfach. Wenn es dir runterrutscht, dann kannst du den einfach da aufmachen und da aufmachen und dann einfach den da reinfadeln. Entweder unten, dass man hinten so tut, oder man tut den ganz oben rein und hinten oben beim Knack. Da gibt es ein paar verschiedene Varianten, wo du ihn oben oder unten, wo du ihn einbaust. Genau. Aber vielleicht zuerst einmal ohne probieren, vor allem zum Ein- und Auspacken. Ohne ist jetzt so natürlich, wird weniger gekratzt, ist handlicher. Aber wenn es rutscht, dann ist es sicher fein, wenn du den einbaust. Du hast ein bisschen besseren Halt vielleicht, auch vor allem wenn man im Steh spielt, dann hebt es ein bisschen besser. Also viel was im Steh spielen, dann den Gurt dann rein. Falls du den nicht hast bei einer gebrauchten Harmonika, kannst du mir gerne schreiben, kann ich gerne nachschicken oder so. Genau, Polierdurch, ist klar. Aber wieder nach dem Üben, wieder mal einmal die Woche kurz drüber polieren, da muss man nie viel da, vor allem das Allzieher, beim Holz ist eh nicht das Problem. Aber vor allem bei den Allzieherbeschlägen ist es halt so, wie man vom Reden und vom Singen vor allem, dass sich das mit der Zeit dann einfach ein bisschen was anlegt und das wieder mal drüber poliert, gerade so. Mehr muss man nicht machen, kein Wasser, nichts. Einfach kurz anhauchen und drüber polieren und fertig. Genau. Dann, ich mache es meistens so, dass man Spaß hat beim Üben. Ich tue es eigentlich nicht einpacken, ich tue es einfach auf den Koffer und fertig. Weil dann nimmt man es schnell mal und übt mal und auch wegen 2 Minuten übt man. Genau, das ist eigentlich, finde ich, praktisch. Wenn man hinfährt und wenn man es einpackt, dann ist eigentlich läuft das ungefähr so. Einfach den Kopf auf. Genau, ist zwischenlinks. Dann ist es eigentlich meistens so, ich stöße mal so rein. Genau, einfach so. Und dann im Grunde, man tragt es ja da. Dadurch sind die Füße unten. Also da unten sind die Füße, genau, dass man es so rein tut. Genau, dann haben wir die Füße unten auf dem Boden. Und da hebt man es dann steht es schön auf dem Boden. Und dann einfach da aufpassen, wenn es kratzen. Der Schutz unten durch, dass es ein bisschen geschützt ist. Genau, das tun wir schön drauf. So. Dann wieder rein schön die Gurte. Polierdurch drauf. Genau, und den braucht man dann nicht, wenn man nicht verwendet. Genau. Und dann ist es eigentlich sicher aufgekommen. Und dann kann man irgendwo hingehen zum Wirst aufspielen. Aber jetzt zuerst natürlich einmal fleißig üben. Klickt die Videos schön durch, schön durchschauen und viel Spaß.